Möchtest du sagen? Amen. Hey, es ist so schön, dass die Massnahmen endlich aufgehoben sind. Es fühlt sich wie so eine Entfesselung an, oder? Wir sind in dem Thema entfesselt, leben und so der Moment ist tatsächlich so ein Stück weit für die meisten von uns so eine Entfesselung. Und etwas, was sich gezeigt hat über die ganzen letzten Jahre, keine Angst, die Predigt hat nicht viel mit dem ganzen Thema zu tun, aber etwas, was uns gezeigt hat, ist, etwas, was uns Schweizer wichtig ist selber bestimmen können. Wir haben es nicht gern, wenn über uns bestimmt wird und wir nicht selber entscheiden können, Sachen. Es ist etwas, was uns wichtig ist und es ist ein absolutes Privileg, dass wir so viel in unserem Leben selber entscheiden können und wie sich gezeigt hat, das ist etwas, was uns Schweizer wichtig ist. Und jetzt kommen wir heute mit dem Thema «Frei für meine Bestimmung». Und der erste Teil, Freiheit, das ist auch so etwas, oder? Das ist uns wichtig, das haben wir gern. Aber wie passt das jetzt vielleicht zusammen mit Bestimmung? Heißt denn Bestimmung, oder? Das Wort kann ja wie auch so ein bisschen tönen, bestimmt denn jemand anders meine Bestimmung? Kann ich das nicht selber bestimmen, was meine Bestimmung ist? Das ist ein spannendes Thema, das ist ein grosses Thema und ich freue mich, dass wir heute dem ein bisschen nachgehen und eintauchen in das hinein. Jetzt so ganz grundsätzlich gesehen verstehen wir unter Bestimmung die Suche nach einem Warum oder einem Wozu. Für was bin ich überhaupt da? Wieso lebe ich? Für was lebe ich? Und es ist eine von diesen grossen Fragen von der Philosophie, wo sich die Philosophen schon seit Jahrtausenden Köpfe einschlagen oder zerbrechen darüber, was ist unsere Bestimmung? Für was sind wir da? Und so grundsätzlich, ohne dass wir jetzt da ins Detail hineingehen, was es da alles schon für Antworten darauf gegeben hat, gibt es wie so zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass du kannst versuchen, dir selber eine Bestimmung zu geben. Und eben so, wie wir das als Schweizer gerne machen, selber entscheiden, ich lebe für das. Oder du kannst das machen, wo wir als Christen tun, dich fragen, was hat Gott denn zu unserer Bestimmung zu sagen? Was hat er, wo ja dein Schöpfer ist, vielleicht in dich hineingelegt? Was für eine Bestimmung hat er gedacht? Oder an was hat er gedacht, als er dich geschaffen hat? Egal, wie du diese Frage beantworten willst, es ist eine Frage, die zutiefst in den Menschen hineingelegt worden ist. Jeder Mensch fragt nach seiner Bestimmung. Jeder beschäftigt das. Für was bin ich da? Jeder Mensch will oder sogar muss schlussendlich für etwas leben. Andere reden davon, dass jeder Mensch etwas muss anbeten. Aber das, was wir anbeten, ist am Schluss ja das, was wir dafür leben, ist das, wo wir unsere Bestimmung drin sind. Und ich behaupte, wenn die Bestimmung nicht von Gott kommt, dann wird sich immer irgendetwas anderes an dieser Stelle einnisten. Und wenn die Bestimmung nicht von Gott kommt, dann wird das, wo anstatt einer Bestimmung von Gott an die Stelle rückt, etwas sein, wo dich je länger je mehr in eine Unfreiheit hineinführt. Es wird dich je länger je mehr gefangen nehmen. Das kann Karriere sein, das kann Familie sein, das kann sein, dass du vielleicht berühmt werden willst, das kann Sex sein, Liebe, Macht, Geld, politische oder soziale Anliegen, da gibt es eine ganze Reihe an Sachen. Und ein berühmter Schriftsteller, der David Foster Wallace, hat in seiner Rede das auf eine mega gute, prägnante Art und Weise auf den Punkt gebracht und ich tue das euch leicht abgeändert vorlesen. Ein einleuchtender Grund, warum es Sinn macht, für Gott oder eine höhere Macht zu leben, ist, dass so ziemlich alles andere uns bei lebendigem Leibe auffressen wird. Wenn du für Geld und materielle Güter lebst, dann wirst du davon nie genug haben. Wenn du für deinen Körper, Schönheit und sexuelle Attraktivität lebst, dann wirst du dich immer hässlich fühlen. Und wenn mit der Zeit das Alter seine Spuren hinterlässt, dann stirbst du 1000 Tode, bis dich die Trauer darüber einholt. Wenn du für Macht und Einfluss lebst, dann wirst du dich schwach und ängstlich fühlen und noch mehr Macht über andere haben müssen, um deine eigene Angst zu betäuben. Und wenn du für den Intellekt lebst, dann wirst du dich als Idioten und Hochstapler fühlen, der jederzeit auffliegen kann. Und er sagt dann noch, das Gemeine an dem ist, dass sich die meisten von diesen Sachen ganz unbewusst anstelle von unserer eigentlichen Bestimmung setzen.
Du musst nicht einmal etwas dafür tun. Wenn du dich nicht auf deine Bestimmung fokussierst, wo Gott dir gegeben hat, dann wird automatisch irgendetwas von diesen Sachen den Platz einnehmen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, so wo ich diese Sachen vorgelesen habe, ob etwas bei dir auch so ein bisschen angeklungen ist. Vielleicht ist es ein guter Moment, sich einmal zu fragen, hey, gibt es Sachen, wo ich merke, hey, mal so fühle ich mich manchmal, vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass mir etwas sehr wichtig ist. Und vielleicht irgendwo ich in dem auch mehr sehe, als ich eigentlich vielleicht sollte. Darum ist es so gut, dass Gott, dein Schöpfer, eine Bestimmung in dich hineingelegt hat. Weil erst wenn du in dieser Bestimmung glaubst, was er für dich bestimmt hat, wirst du können ein entfesseltes, ein aufblühendes, ein erfülltes Leben haben. Und mich hat es in der Vorbereitung an so ein Zitat erinnert. Ich bin mir nicht ganz sicher, von wem das ist, wahrscheinlich von einem griechischen Dichter. Werden, wer du bist. Und ich glaube, um das geht es eigentlich. Dass du wirst, wer du eigentlich schon bist. Zu dem wirst, was Gott dich eigentlich schon von Anfang an dazu geschaffen hat und was er schon von Anfang an in dich hineingelegt hat, wo vielleicht manchmal du andere Sachen irgendwo verdeckt oder überdeckt oder in den Hintergrund rückt. Das zu werden, was er schon lange in dir hinein gesehen hat. Und Steffi hat so einen guten Satz gesagt. Wir müssen erst verstehen, wessen wir sind, um dann zu verstehen, wer wir sind, und dann verstehen wir, wozu wir da sind. Also wir müssen zuerst wissen, dass Gott unser Schöpfer ist, dass wir ihm sein Geschöpf sind. Dann aus dem heraus können wir wissen, wer wir überhaupt sind, und aus dem heraus können wir in unsere Bestimmung hineinkommen und auch wissen, wozu dass wir da sind. Und die Frage jetzt heute Morgen ist in dem Sinne ein bisschen, wie kannst du werden, was du eigentlich schon lange bist? Und der erste wichtige Punkt, den ich da möchte festhalten und wo mir mega wichtig ist, dass das jeder von uns bewusst ist, Gott hat dir eine Bestimmung gegeben. Du bist nicht das Produkt vom Zufall. Kein Mensch ist ein Produkt vom Zufall. Dein Schöpfer weiß deine Bestimmung und es gibt niemanden, der sie besser weiß als er. Ein paar Aussagen aus dem Psalm 139 unterstreichen das so cool. Im Vers 5: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Er kennt dich bis ins kleinste Detail. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Er weiß nicht nur, wie du aussiehst. Er kennt dein Innerste, das Tiefste drin. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott, es sind so unfassbar viele. Wir sehen in dem Psalm von David die tiefe Überzeugung und Achtung, die er hatte von dem, was Gott in ihn hineingelegt hat. Hast du auch so eine Hochachtung vor dem, was Gott in dich hineingelegt hat? Kannst du das annehmen, dass er dich so geschaffen hat, er dich kennt, durch und durch eine Bestimmung in dich hineingelegt hat? Oder ist es etwas, was dir schwieriger fällt? Und das Spannende ist, wenn Gott dich so gut kennt und dich persönlich geschaffen hat, dann liegt in dem hinein auch etwas Individuelles, etwas Einzigartiges. Er hat dich einzigartig gemacht. Und so ist ein Stück weit an deine Bestimmung, etwas Einzigartiges. Wir möchten heute Morgen anschauen, wie wir uns auf den Weg machen können, das zu entdecken und was die grössten Hindernisse in dem hinein sind. Und natürlich nennen wir uns Jesus als Vorbild für das. Und wir tauchen in eine Geschichte in Lukas 2, wo Jesus mit seiner Familie nach Jerusalem gegangen ist, als Passafest, als 12-Jähriger. Er ist zusammen mit seinen Eltern, Maria und Josef, und wahrscheinlich auch mit ein paar von seinen Geschwistern oder alle von seinen Geschwistern. Und ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, wir lesen in der Bibel von mindestens 4 Brüdern, die Jesus hatte. Einen Josef hat er, einen Simon, einen Judas und einen Jakobus. Und wir lesen da, dass er Schwestern hatte. Steht nicht genau wie viel, aber mehrere, und sie sind auch nicht namentlich erwählt. Sie sind zum Passafest gegangen in Jerusalem. Sie sind unterwegs gewesen, und das war ein Highlight für das ganze Volk.
Riesige Menschenmengen aus dem ganzen Gebiet sind auf Jerusalem gezogen. Ihr könnt euch das vorstellen, Ostermärt hoch 10 ungefähr, oder? Ein riesiges Volksfest. Und natürlich ist man meistens nicht allein gegangen, sondern ich stelle mir vor, du bist mit deinen Nachbarn aus dem gleichen Dorf zusammengereist, vielleicht noch ein paar Verwandte, die dazugestoßen sind. Und da ist es leicht, ein bisschen den Überblick in dem Ganzen zu verlieren, oder gerade mit so vielen Kindern. Und Jesus, Teenie, ungefähr 12, oder? Hat sicher jetzt sich nicht müssen, alle halbe Stunde bei den Eltern melden, ist vielleicht mit seinen Cousins, vielleicht auch mit dem Johannes da am Umziehen gewesen. Und das war irgendwo ein bisschen normal gewesen. Und bei den ganz Kleinen, ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben, wie bei meinem kleinen Bruder, dem haben sie das Glöckchen an die Schuhe angebunden, damit man ein bisschen gehört, wo er ist. Jesus hat das sicher nicht mitgemacht. Auf jeden Fall ist dann bei der Heimreise etwas schief gelaufen. Maria hat gemeint, der Josef schaut, der Josef hat wahrscheinlich gemeint, Maria schaut. Und niemand hat gemerkt, dass Jesus nicht mit dabei ist in dieser Kolonne. Und erst nach einem ganzen Tag Fußmarsch, wo es dann irgendwo mal zu essen gegeben hat, gemerkt, hallo, jetzt mindestens beim Essen könnte Jesus langsam auftauchen, haben sie sich angefangen zu fragen, wo ist Jesus? Und Maria so, Josef, hast du gesehen? Der Josef so, nein, ich habe gemeint, du schaust. Und dann, okay, dann gehen wir mal weiter umschauen, mal ein paar Freunde gefragt, Verwandte, niemand hat es gewusst. Und dann irgendwann so, okay, er ist glaube wirklich nicht mit uns unterwegs, dann was bleibt uns anderes übrig? Gehen wir halt wieder auf Jerusalem, ins Gewusel. Aber Jerusalem ist gross, es ist nicht so übersichtlich. Und nach 3 Tagen Suchen hat sie Jesus gefunden im Tempel mit den Schriftgelehrten, frisch fröhlich am Diskutieren und Fragen stellen und lernen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie Maria angegangen ist, oder? Die Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. Kind, fragte ihn Maria, wie konntest du uns nur so etwas antun? Dein Vater und ich haben dich überall verzweifelt gesucht. Und dann Jesus so, warum habt ihr mich gesucht? Erwiderte Jesus. Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Das ist eine typische Jesus-Antwort, oder? Einfach nicht gerade das, was man so denkt und irgendwie so mehr so auf sein ganzes Leben bezogen und jetzt nicht vielleicht auf die konkrete Situation bezogen. Aber was Jesus mit dieser Aussage eigentlich zeigt und was wir daraus sehen können, ist, dass Jesus schon als 12-Jähriger ein Bewusstsein hat für seine Bestimmung. Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Und wortwörtlich heißt es eigentlich, habt ihr denn nicht gewusst, dass ich in den Dingen meines Vaters sein muss? Er hat gewusst, was seine Bestimmung ist. Ich muss mich um das kümmern, was mein Vater ist. Das ist das, was ich sein will. Das ist das, was ich nachgehen will. Er hat das Bewusstsein gehabt, was seine Bestimmung ist, von Anfang an. Und ich frage dich, kennst du deine Bestimmung? Oder man kann auch sagen Berufung. Mir gefällt bei Bestimmung so der Aspekt von, es ist etwas, das tiefer in dich hineingelegt ist, ein bisschen besser. Aber es kommt nicht so darauf an. Oder fragst du dich auch regelmäßig so, hey, was ist denn eigentlich meine Bestimmung? Und das kann Spannungen auslösen, wenn wir uns nicht bewusst sind, auch gerade weil es unter uns Christen oft sehr ein grosses Thema ist. Was könnte denn unsere Bestimmung sein? Ich habe mich mega lang immer mit dieser Frage geschwert und mich gefragt, Gott, was ist deine Bestimmung für mich? Was möchtest du von mir? Und das kann lähmen, wenn du das nicht weißt. Ich mag mich erinnern, wo es darum gegangen ist, soll ich ein IT-Studium machen oder nicht. Ich gesagt, ja, aber vielleicht hat Gott etwas ganz anderes mit mir vor und will ich wirklich 5 Jahre oder 4 Jahre verdummen mit einem IT-Studium, wenn mich Gott dann etwas anderes will. Und hin und her, und das hat mich ein Stück weit gelähmt. Und was nicht hilfreich ist, manchmal bei diesen Gedanken ist, dass man bei Bestimmung oder bei Berufung sehr oft an so eine grossartige, heroische Sache denkt. Vielleicht so als erstes so einen Martin Luther King oder einen Billy Graham oder wenn wir in der Schweiz sind, der Johannes Wirth, wo Grossartiges erreicht haben und wo man irgendwie so offensichtlich sieht, was ihre Berufung war. Und manchmal ist in uns auch so eine Sehnsucht da, wo wir uns nach irgendeiner Bestimmung suchen, wo dem gleicht oder wo in so etwas hineingeht. Und das ist grundsätzlich auch völlig okay, wir dürfen das so gross träumen. Aber die Frage darunter ist, vielleicht geht es denn bei unserer Bestimmung wirklich einfach nur um so grosse, für alle sichtbare Sachen?
Wir schauen nochmal an bei Jesus. Jesus hat gesagt, habt ihr denn nicht gewusst, dass ich in den Dingen meines Vaters sein muss? Seine Antwort war nicht, hey, wisst ihr doch nicht, ich bin der Sohn Gottes. Ich werde da dann umgebracht und der Tempel, den Vorhang zerrissen und alles. Wisst ihr doch nicht, ich rette euch im Fall nachher. Er hat nicht das Grosse in den Vordergrund gerückt, sondern er hat beim viel kleineren, beim offensichtlicheren angefangen, bei seiner Grundberufung, seine ursprüngliche Berufung. Und das ist auch deine Berufung. Vielleicht kannst du ganz kurz für dich mal darüber nachdenken, was das sein könnte. Wir gehen gerade darauf ein. Ich hole da mal den Flipchart. Den brauchen wir jetzt. Ich hoffe, dass der ein bisschen besser rollt als letztes Mal. Yes. So. Also für alle, wo es nicht klar ist, was ich da habe versucht zu zeichnen, es ist ein Eisberg. Es ist nicht ein Herdöpfel, nicht Afrika oder genau, es sollte ein Eisberg sein. Und bei diesem Eisberg sind immer 15% davon ungefähr so über Wasser und 85% drunter. Und so ist es manchmal auch mit unserer Bestimmung. Das Sichtbare, Grosse, ist das, was über dem Wasser rausragt, wo man sieht, wo vielleicht für alle sichtbar ist, aber darunter hängen 85%, die unter dem Wasser sind, wo man nicht unbedingt sieht. Man kann auch sagen, das ist wie der Boden, wo das Grosse schlussendlich daraus herauswachsen kann, wenn es gut genährt ist. Und es ist mega wichtig, dass man da startet und nicht da oben startet. Dass man anschaut, was unsere Grundberufung ist. Selbst wenn du das Gefühl hast, du hast schon eine Ahnung, was Gott da für dich ready hat, ist es wichtig, dass du da unten startest bei dieser Grundberufung. Und ich möchte das nochmal feststellen, du hast eine Grundberufung. 85% von deiner Bestimmung sind eigentlich klar. Und kannst du jetzt schon drin leben, kannst du Vollgas geben in dem hinein. Wenn wir uns fragen, was denn so die Grundberufung kann sein, es gibt verschiedene Ansatz- oder Anfahrtswege, die man in der Bibel kann. Zum Beispiel kann man mit dem Schöpfungsbericht anfangen, in den Briefen, was der Paulus darüber gesagt hat, bei Jesus. Aber grundsätzlich läuft es immer aufs Ähnliche raus und lässt sich relativ gut im sogenannten Doppelgebot von der Liebe von Jesus zusammenfassen. In Matthäus 22, 37 bis 39. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das kann man in so zwei Aspekte ein bisschen festhalten. Das eine ist die Beziehung zu Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Mit Gott verbunden sein. In dieser Beziehung mit ihm zu leben, das ist ein Teil von dieser Grundberufung. Und in dieser steckt auch der Ruf, wo Jesus an dich ergehen lassen hat, wo er sagt, folg mir nach. Und er ruft dich, er beruft dich. Das ist schon allein Berufung. Zudem bist du als Ebenbild Gottes geschaffen, um ein Leben in der Beziehung mit ihm zu führen. Und wenn du das machst, dann wird das in dein Umfeld reflektieren. Dann bringst du vielleicht Ermutigung in andere Leben hinein. Du bringst Liebe. Du bringst Barmherzigkeit, Großzügigkeit. All das, was man sonst bei Jesus findet. Du kannst ihn reflektieren. Und das Leben mit ihm führt eben in eine Freiheit. Es gibt Sinn, es gibt Halt für dein Leben. Das ist das, was Jesus ausdrücken hat wollen mit der Bibelstelle, die ich letzten Sonntag schon gebracht habe. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Oder auch in unserem Leitvers von dieser Serie. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Nur bei ihm. Das ist das, was ich am Anfang noch gesagt habe. Alles andere wird dich irgendwo versklaven, aber aus dieser Beziehung mit Jesus wächst Freiheit. Und das ist die grundlegendste Bestimmung, die du hast. Und ich zeichne dir mal da ein. Die Bestimmung gilt auch dir.
Und das ist auch genau die Bestimmung, die Jesus als 12-Jähriger schon gewusst hat und danach gelebt hat. Die Beziehung mit dem Vater. Sich um die Sachen kümmern, die ihm wichtig sind, ihm ähnlicher zu werden. Und das ist die Grundlage für alles Weitere. Und Jesus hat die Grundbestimmung angenommen und 2 Verse weiter, in dem Lukas 2, lesen wir das Resultat davon. So wuchs Jesus heran und seine Weisheit nahm zu. Je älter er wurde, desto mehr Ansehen fand er bei Gott und bei den Menschen. Die Bestimmung anzunehmen, hat ihn vorbereitet auf seine eigentliche Bestimmung, auf den Teil da oben. Der zweite Teil ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Beziehung zu unseren Mitmenschen. Du bist dazu geschaffen, gelingende Beziehungen mit anderen Menschen zu leben. Schon am Anfang der Schöpfung hat Gott gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und so hat er ihm einen Partner gegeben. Und das heisst, wir sollen unseren Nächsten lieben. Und das hebräische Wort, das für Nächsten gebraucht wird, das hat viele weitere Bedeutungsspannweite, als das bei uns ist. Und bei uns ist das wirklich so, unser Nächster, vielleicht noch unser Nachbar, die Leute, die uns gerade am nächsten sind. Aber im Hebräischen kann das irgendeine Person in dem Raum sein. Kann das sogar deine Finde bedeuten. Das Wort heisst Rea und hat je nach Kontext, wo sie gebraucht wird, so die viel größere Bedeutung. Jesus sagt uns auch, wir sollen Salz und Licht sein für die Welt. Wir sollen einen Unterschied machen in dieser Welt. Wir sind geschaffen für die Beziehung mit unseren Nächsten und zum dort drin auch wieder Jesus reflektieren. Und das ist, Kirche ist ein Teil davon. Kirche ist damit auch ein Teil von deiner Grundberufung, um da mit dabei zu sein, weil das ist ein Ort, wo wir das trainieren, wo wir das leben und miteinander unterwegs sind. Und in der ganzen Bibel geht es in erster Linie um die 2 Aspekte von deiner Grundbestimmung, von dem, was das tiefste in dich hineingelegt ist, die Verbundenheit zu Gott und die Beziehung zu deinen Mitmenschen. Und da geht es in allererster Linie um dein Herz und nicht um das, was wir gegen außen darstellen. Nicht um das, was vielleicht für die ganze Welt offensichtlich ist, sondern das, was darunter liegt. Und ich muss ganz ehrlich sein, mit dem habe ich, glaube ich, schon mehr als genug zu tun. Wenn du sonst nicht weißt, was deine Bestimmung ist, ich glaube, mit dem sind wir schon mehr als genug beschäftigt. Und ja, das ist nicht immer so lässig. Das ist vielleicht nicht immer das, was wir uns gerade so auf den ersten Blick wünschen oder vorstellen. Das ist nicht das, was man so angehen kann damit. Aber das ist die Grundbestimmung. Und je mehr du die Grundbestimmung kannst annehmen, desto mehr wirst du bereit für das, wo Gott als eine spezielle Berufung für dich hat. Und aus dem heraus kann es wachsen. Und wenn du manchmal eben die Frage hast, hey, du hast eine Bestimmung, nimm sie an. Fang an, in dieser Bestimmung zu leben und du wirst sehen, dass die Frage nach dem sich automatisch aus dem heraus wird klären. Und schau, es gibt viele Leute, die haben gegen aussen so eine glänzende Berufung gehabt, etwas, wo weit herum gesehen hat, wo man kann sagen, da ist vielleicht sogar ein Turm oben drauf gestanden, aber sie sind schlussendlich an dem gescheitert. Wenn das, was sichtbar ist, grösser ist als das, was drunter liegt, dann kippt der Eisberg. Wenn du für das Kleine so eine Eisscholle, die nicht genug Eis drunter hat, versuchst hochzuklettern, dann fängt sich das an zu drüllen und du landest mitten im Wasser. Jesus sagt, wir sollen im Kleinen treu sein, damit er uns das Grosse anvertrauen kann. Und schau, was schlussendlich aus deiner Grundberufung herauswächst, kann ich dir nicht sagen. Es hat oft mit unseren Leidenschaften zu tun und nicht unbedingt oder nicht hauptsächlich mit unserem Talent. Als ich Jugendlicher war, in meinen früheren Zeiten, ich habe es immer geliebt, mich für Gott einzusetzen, aber es hat immer andere gehabt, wo die Menschen rundherum mehr drin gesehen haben als in mir. Ich bin selten oder eigentlich nie der gewesen, wo man etwas drin gesehen hat und wo die Leute gedacht haben, der wird mal Pastor oder weiß auch nicht was. Aber ich habe versucht, treu dran zu bleiben. Ich habe mich auf meine Grundberufung besonnen. Und Gott hat es gesehen.
Und heute laufe ich in etwas, wo ich nie gedacht hätte, dass ich schlussendlich irgendwann wird Pastor sein. Das ist nicht etwas gewesen, wo ich mir vorstellen konnte, dass das Gott für mich parat hat. Und immer wieder gibt es so Sachen in unserem Leben, die uns in Bezug auf unsere Bestimmung fesseln können. Und ich möchte ein paar Gedanken weitergeben, die uns helfen können oder vielleicht so Schritte aufzeigen können, wie wir freier werden können für unsere Bestimmung. Sowohl unsere Grundbestimmung als auch für das Spezifische, was Gott für uns hat. Das sind 4 Punkte, die ich mitmache. Das eine ist Unzufriedenheit über deine Lebensumstände. Manchmal tun wir uns schwer mit den Lebensumständen, wo wir drin sind. Wir empfinden sie als zurückhaltend oder als eine Einschränkung. Das kann Krankheit sein, die uns irgendwo fesselt. Das kann in der Kleinkindphase sein oder in der Kindphase, wo du findest, das haltet dich zurück. Umgekehrt kann es genauso sein, wenn kein Kind, dein Alter, das Gefühl, du bist zu jung oder bist zu alt, dein Beziehungsstatus. Du weißt selber, was deine Lebensumstände sind und was du darüber denkst. Ich möchte dazu rufen, versöhn dich mit diesen Umständen. Gott hat sie zumindest zugelassen. Und lass dich nicht dazu verleiten, den Blick auf deine Bestimmung zu verlieren durch deine Unzufriedenheit mit deinen Umständen. Gerade in den schwierigsten Lebensumständen das sind die Zeiten, wo Gott am meisten an dir arbeiten kann und er dich am meisten auf Sachen vorbereiten kann. Im Englischen sagt man so schön, embrace your place. Akzeptiere die Lebenssituation, die Lebensphase, wo du drin bist. Vielleicht musst du sie auch mal benennen und sagen, ja, das ist jetzt die Lebensphase, wo ich drin bin. Und klär mit Gott, was jetzt in dieser Phase dran ist. Die Bestimmung ist manchmal auch für eine bestimmte Lebensphase. Und wenn deine Lebensphase sich ändert, kann es sein, dass Gott auch nochmal eine neue Bestimmung für dich hat, dass nochmal etwas Neues auf dich zukommt. Und nimm das an. Zum Beispiel eben, gerade wenn du Kind hast, dann gehören sie zu deiner spezifischen Bestimmung, die du hast. Mindestens für die Lebensphase, wo du aktiv als älterer Teil gebraucht wirst. Und meistens ist das ja ein Stück weit das ganze Leben. Gib dein Beste in dieser Bestimmung. Und du hast ja wissen, es kommen da wieder andere Phasen, wo vielleicht da wieder Platz ist für mehr. Und vielleicht musst du dich auch mit den Konsequenzen von dem vergangenen Handeln irgendwo versöhnen. Vielleicht sieht es so aus oder hast du das Gefühl, dass das, was du als deine Bestimmung gesehen hast, irgendwo in weite Ferne gerückt ist. Vielleicht hast du selber irgendwo verbockt. Vielleicht hat jemand anderes etwas gemacht, wo du das Gefühl hast, das hätte dir das verbockt. Aber denk nicht, das ist nicht möglich. Weil wenn ich etwas weiss, dass wenn Gott eine Bestimmung für dich hat, dann widerruft er die nicht einfach. Er nimmt sie nicht einfach wieder weg. Von Petrus hätte man mit gutem Recht können sagen, hey Petrus, Jesus hat dir gesagt, auf dir baue ich meine Kirche auf, aber nachdem du mich 3-mal verleugnet hast, hey sorry, ich will nicht so einen shaky Fels, ich hätte lieber gern einen wirklichen Fels, jemand, der zu dem steht, wo er sagt. Aber Gott macht es nicht. Er hat die Berufung nicht weggenommen. Er hat weiterhin auf den Petrus bauen und ihn ermutigt. Darum fokussiere dich auf deine Grundberufung und vertraue Gott, dass er nicht einfach etwas wegnimmt. Das Zweite sind Erwartungen. Erwartungen können dich von deiner Bestimmung abhalten. Was deine Eltern, vielleicht deine Freunde über dich denken oder von dir erwarten. Zum Beispiel, wenn du aufwachst mit dem Gefühl, dass du irgendwann den Familienbetrieb übernehmen musst und du merkst eigentlich, dir ist nicht wohl damit. Oder das Gefühl hast, du müsstest Karriere machen und eigentlich zieht es dich noch jemand anders an. Eine Lehre, die du vielleicht gar nicht machen willst. Wenn Jesus dich ruft, ihm nachzufolgen, dann gibt es manchmal Gegenwind von den Menschen rundherum. Sie verstehen es vielleicht manchmal nicht gleich. Aber deine Bestimmung ist nicht von dem, was andere Menschen denken und von dir erwartet, abhängig. Du findest sie bei Gott, dem Schöpfer. Und wenn du eng mit Gott unterwegs bist, dann kommst du Klarheit über deine Bestimmung und kannst dich lösen von diesen Erwartungen, die andere Menschen an dich haben.
Und beim Thema Erwartungen sind es manchmal auch eigene Erwartungen oder Wünsche. Der Wunsch, etwas zu sein, wo du vielleicht auch gar nicht bist. Oder das Vergleichen mit anderen Menschen. Und manchmal hört man ja so Geschichten, wo jemand auf eine Person zugekommen ist und sagt, hey, Gott hat mir gesagt, du wirst mal das und das und das. Und ich habe mir das immer gewünscht, bei jeder Konferenz oder im Gottesdienst manchmal so, hey, vielleicht ist heute der Tag, wo jemand aufsteht und auf mich zukommt und nicht mein Weg. Mein Weg geht über das Treusein im Kleinen, wie bei den meisten anderen auch. Aber deine Bestimmung und dein Weg dazu ist ein anderer als meine. Anders als der von anderen. Und bitte vertrau Gott in dem hinein, dass er es gut meint mit dir. Schau nicht auf die anderen, sondern bist treu in dem hinein, wo er dich hineingestellt hat. Jetzt nimm die Grundberufung an und vertrau Gott, dass alles andere dazukommt. Auch dort, der Petrus ist wieder ein super Kandidat, oder? Die letzte Begegnung mit Jesus. Jesus sagt ihm gerade einfach nochmal seine Berufung, seine Bestimmung und challenged ihn nochmal in dem hinein. Und der Petrus schaut so über zum Johannes. Jesus, was ist denn mit dem? Und die Antwort von Jesus ist, das muss dich nicht kümmern. Folg du mir nach. Nimm du meinen Ruf an, die Bestimmung. Und übrigens, für all die denken so ein bisschen, ja, aber jetzt könnte es im Fall dann langsam kommen. Wenn ich etwas aus der Bibel sehe, ist, dass so Berufungsgeschichten manchmal sehr, sehr lang dauern können. Der Mose war 40 Jahre in der Wüste. 40 Jahre gefühlt aus seiner Sicht auf dem Abstellgleis, bis seine Zeit nachher gekommen ist. Aber wahrscheinlich hat Gott die Zeit gebraucht, um mit ihm an dem zu arbeiten, um ihn bereit zu machen für das nachher da oben. Ein weiterer Punkt ist der Charakter. Das ist jetzt genau vielleicht auch beim Mose, oder, der Teil gewesen. Gott ist viel weniger an deinen Daten und an deinen Talenten und Begabungen interessiert, als an deinem Charakter. Und um das geht es häufig auch in dieser Grundberufung, dass wir in unserem Charakter reifen können und dass wir diese Challenge annehmen und sagen, yes, ich versuche, die so gut wie möglich auszuleben. Weil das ist das, was dich ready macht. Und alles Selbstzentrierte, aller Egoismus, das sind Sachen, die deiner Bestimmung im Weg stehen. Weil deine Bestimmung ist nie etwas, das einfach nur für dich allein ist, sondern es ist immer etwas, das mit dem Dienst an der Gemeinschaft, dem Dienst am Nächsten verbunden ist. Das ist nur da drin. Lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn du merkst, dass dir das schwerfällt, dann ist das vielleicht der Punkt, wo es dran ist, zum Schritt machen. Und der letzte Punkt ist eng verbunden mit dem letzten Sonntag. Es geht um Identität. Das tiefste hinein. Wie siehst du dich? Kannst du dich so sehen, wie Gott dich sieht? Weil wenn nicht, dann werden immer wieder Zweifel kommen und sich einschleichen und dich versuchen, von deiner Berufung abzuhalten. Zum Beispiel ein Gefühl von der Fehlerhaftigkeit, dass du unwürdig bist, dass das nicht passt für dich. Und hast du gewusst, am Jesaja ist es genau gleich gegangen. Er war so geflasht von Gottes Herrlichkeit, von seiner Größe, dass es ihm so bewusst gemacht hat, wie sündhaft er ist. Und er gesagt hat, Gott, ich bin unwürdig, ich müsste eigentlich gerade sterben. Aber Gott ist gnädig, ist ihm begegnet durch einen Engel, einen Seraphim, und hat gesagt, Jesaja, deine Schuld ist tilgt. Wenn ich sie weggenommen habe, ist sie im Fall weg. Und auch deine Schuld ist tilgt. Sie steht nicht mehr zwischen dir und Gott. Du bist rein. Wenn du diese Gedanken hast, darfst du wissen, du bist rein. Oder wenn Gefühle von der Unfähigkeit kommen, Ängste oder Zweifel, ob du das kannst, ob du dem gewachsen bist, was Gott für dich parat hat. An Mose ist es im Fall genau gleich gegangen. Er hat Gott gesagt, sorry Gott, aber such einen anderen. Ich bin nicht gut in dem hinein. Ich bin kein guter Leiter, ich kann nicht gut reden. Und Gott hat ihm vor Augen geführt und gesagt, hey, weißt du, wer wem Begabungen gibt? Weißt du, wer die kann verteilen und wieder nehmen und wieder geben? Das bin ich. Und wenn ich dich befähige, dann kannst du das. Das macht er auch heute noch. Und zwar durch den Heiligen Geist. Und der lebt in dir. Und das Bewusstsein müssen wir haben. Es geht nicht um deine Kraft, deine Berufung. Das
wird immer grösser sein, als das, was du aus eigener Kraft kannst. Es wird immer nur mit dem Heiligen Geist möglich sein. Aber wir müssen lernen, auf diese Kraft zu vertrauen. Und dann gibt es noch die Angst zum Scheitern. Auch, bestes Beispiel in der Bibel, Jeremia hat ähnliche Ängste und Zweifel gehabt wie der Mose. Wie soll ich das Volk erreichen? Die interessiert doch das gar nicht, was ich erzähle. Und Gott sagt ihm, ich mache dich stark, Jeremia. Stark wie eine Festung, wie eine Säule aus Eisen, wie eine Mauer aus Bronze. Denn du wirst gegen das ganze Land stehen, gegen die Könige von Juda und die führenden Männer, gegen die Priester und gegen das Volk. Sie alle werden dich bekämpfen, doch ohne Erfolg. Denn ich bin bei dir und beschütze dich. Das verspreche ich, der Herr. Du kannst nicht scheitern, wenn es Gottes Bestimmung ist für dich. Wenn er dich dazu berufen hat, dann macht er auch einen Weg. Und auch da wieder, es ist er, der den Weg macht, nicht du. Und ja, manchmal geht nicht alles smooth. Wir haben manchmal das Gefühl, so unsere Berufung ist das, wo wir so easy peasy drin hineinschwimmen und das kommt dann irgendwie einfach zusammen. Nein, es ist manchmal hart. Es ist manchmal ein Kampf. Und du kannst, glaube ich, jede Person, die vielleicht da etwas vorzuweisen hat, wo wir alle drauf schauen und denken so, wow, geh die Leute mal fragen, wie viel Leid, wie viel Schmerz, was sie für einen Preis für das gezahlt haben. Es ist nie einfach. Aber du musst das nie aus eigener Kraft machen. Es ist Gott. Es war jetzt viel zu diesem Thema. Und ich möchte dich ermutigen, dir Gedanken darüber zu machen, was für Schritte vielleicht für dich persönlich dran sind. Zum Freiwerden für deine Berufung. Was heisst das für dich? Wo merkst du, dass du irgendwie noch herausgefordert bist? Vielleicht ist es bei der Grundberufung. Vielleicht bist du das nicht einmal bewusst gewesen. Oder vielleicht schielst du immer auf das und vernachlässigst das. Aber aus dem heraus kommt alles. Vielleicht ist es daran, so gewisse Hindernisse anzugehen. Unzufriedenheit über deine Lebensumstände. Erwartungen. Der Charakter. Die Identität. Wenn wir beten, ich bitte euch schnell zum Aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns einzigartig geschaffen hast. Mit Bestimmung. Und wir dürfen so einen grossen Teil davon wissen und du hast dir das eingestellt und du bist der, der mit uns ist und uns helfen möchte, das zu erfüllen. Und aus dem heraus kann so viel entstehen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt mit dir, Jesus. Jesus, lass uns Menschen sein, die die Grundberufung annehmen, die leidenschaftlich dieser nachgehen, die dich lieben von ganzem Herzen, mit unserem ganzen Verstand, mit all unserem Denken und die aus dem heraus fähig sind, andere Menschen zu lieben in unserem Umfeld. Und das Ganze wird uns so viel weitertreiben, dass du so viel für uns parat und ich bin so dankbar, dass du so viel Gutes für jeden Einzelnen von uns parat hast. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jedem von uns Schritte aufzeigst, die wir machen können, die dran sind, wo du uns möchtest herausfordern, vielleicht so einen Schritt zu machen, um wirklich frei zu sein für die Berufung, die du hast. Amen. Wir gehen jetzt so in, wie wir es letzten Sonntag schon gemacht haben,